Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Es wird sportlich heute. Wir haben unter anderem für euch Iseltwald, wo aktuell wegen einer Netflix-Serie von asiatischen Gästen belagert wird. IB in der Conference League, der Trainer Vicky will aber nichts wissen von einer Doppelbelastung. Und der Rollhockey-Club SC Thunerstern ist zurück in der höchsten Spielklasse. Vor diesen Top-Themen haben wir euch jetzt aber zuerst noch aktuelle Kurzmeldungen aus der Region. Die junge SVP erstattet die Anzeige. Der Abbruch von einem Reggae-Konzert beschäftigt jetzt auch die Justiz. Die junge SVP erstattet Anzeige wegen Verstoß gegen die Antirassismus-Strafnorm. Publibike und Velospot spannen zusammen. Früher waren die beiden Berner Unternehmen harte Konkurrenten. Jetzt machen sie gemeinsame Sachen. Unter dem gleichen Dach werden Velosharing-Angebote betrieben. Der Kanton Bern verbietet Feuerwerk. Davon ausgenommen sind die amtlich bewilligten Feuerwerke auf dem Thuner- und Brienzersee. Damit folgt Bern am Beispiel der meisten anderen Kantone. Die Hitzewelle fordert die Rettungsgesellschaften. Die hohen Temperaturen in den vergangenen Tagen haben die Anzahl von Menschen, die in Flüssen oder Seen baden oder auf Stand-up-Paddles gehen, erhöht. Der Anstieg fordert die Gesellschaften der Rettungsschwimmerinnen und Schwimmer. Was so eine Netflix-Serie alles auslösen kann. Iseltwald wird im Moment von asiatischen Gästen überrennt. Der Grund ist die Netflix-Serie «Crash Landing on You». Die koreanische Serie die ist unter anderem in Iseltwald am Brienzersee gedreht worden. Und vor allem der Bootssteg dort ist im Moment sehr beliebt bei den Touristen. I'm so excited actually because I watched the novella like so many times, and I'm so looking forward to be here. One of the scenes is on this in this lake. The actor is playing a piano, and there's a boat. I think the scene is when he was leaving the country, Switzerland, and he's going back to Korea. Von Iseltwald geht es jetzt ins Wankdorf-Stadion. Dort ist ja der BSC IB daheim und der spielt im Moment in der Conference League. In diesem Zusammenhang wird gerne nochmal der Begriff Doppelbelastung gebraucht. Der IB-Trainer Raphael Vicky will aber nichts wissen von dem. Stichwort ist immer auch Doppelbelastung. Jetzt vielleicht so früher Saison noch nicht. Das erste als Problem, Doppelbelastung? Nein, bis jetzt nicht. Also ich erinnere mich an meine Zeiten, wenn ich gespielt habe. Als Spieler habe ich immer sehr gerne 3 Matches in der Woche gehabt, sprich Samstag, Mittwoch, Samstag oder wie wir es jetzt haben, Sonntag, Donnerstag, Sonntag. Weil als Spieler spielst du eigentlich lieber als das trainierst. Von daher ist das nicht das Problem. Wir haben einen sehr grossen Kader. Ich habe volles Vertrauen in alle Spieler von dem Kader. Wir haben ja jetzt in allen Matches immer wieder Rotationen gehabt. Und von daher ist es momentan keine Belastung, sondern es ist eigentlich etwas, was man will. Wir wollen ja europäisch spielen und dann müssen wir uns nachher nicht beklagen, wenn wir viele Matches haben. Kann für dich als Trainer so ein grosser Kader auch ein Nachteil sein, also quasi Qual der Wahl? Ich beklage mich nicht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Kader. Ich arbeite sehr gerne mit allen Spielern zusammen und ich habe es immer gesagt, der Konkurrenzkampf ist sehr wichtig. Der Konkurrenzkampf pusht jeden Spieler, um mehr zu machen. Natürlich ein Druck, weil er einfach weiss, auf meiner Position hat es noch andere Spieler, die gut sind und das ist sehr erfreulich für mich. Also ich werde mich sicher nicht beklagen über den Kader.
Es bleibt sportlich bei uns. Der SC Thuner Stern der ist zurück nach 3 Jahren in der höchsten Spielklasse. Der Rollhockey-Club der ist ein eingeschworenes Team, das nicht nur auf dem Platz sehr gut funktioniert, sondern auch nebendran. Wenn ihr so ein Spiel angeht, vor einem Spiel, habt ihr ein bestimmtes Ritual als Mannschaft, das ihr macht? Ja, wir haben jetzt vor allem in der Finalserie haben wir ein Ritual gehabt, wo wir uns gegenüber gestanden in der Garderobe und uns noch angeschreit haben, für uns aufzupunchen, aufzupushen. Und vor jedem Match auch haben wir den gleichen Aufwärmrhythmus und den gleichen Ablauf. Und vor dem Match, bevor wir dann das Spiel starten, haben wir immer noch das gleiche Sprüchli, das ich ansage, wo wir quasi einen Kampfschrei haben, für uns einzuschwören, für eben dann, wenn es nicht zählt. Was macht für dich oder deiner Ansicht nach der Verein aus? Was sind so die Werte, die ihr auch vertretet? Ja, es ist zum einen ist es ein Traditionsverein im Rollhockey und sehr erfolgreiche Zeiten hatte so. Und es ist gleich auch wie eine grosse Familie. Es sind viele Leute und Familien, die lange dabei sind. Wir sind in der ersten Mannschaft, viele Spieler, die seit und je dabei sind, die gute Freunde und Kollegen sind, vor allem auch mit meinem Bruder. Ich bin durch meinen Vater reingekommen in den Sport rein, und das ist vielen anderen ist es auch so gegangen, dass man einfach, es ist ein cooles Verhältnis, man geht auf den Platz, aber auch daneben füreinander und hat Freude eben vor allem an den guten Momenten, aber es stützt sich natürlich auch dann, wenn es schwieriger ist und hat echt einen coolen Zusammenhalt. Genau. Was macht für dich Rollhockey aus? Warum ist Rollhockey dein Sport? Also für mich hat Anfang aus sehr jung. Ich hatte Anfang mit 5 Jahren. Und in meiner Stadt war ein sehr traditioneller Sport. Und aus dem ersten Moment ich probiert, für mich war es super. Und ja, war fast 30 Jahre als Spieler, jetzt 3 Jahre als Trainer und das ist mein Lieblingssport. Unsere junge Mannschaft hat auch viel Potenzial, hat sehr gute Qualität. Ich weiß, es ist schwierig wird nach 3 Jahren immer in NLB, aber das ist möglich, wir machen eine gute Saison. Ja, wir probieren, machen die Beste immer für den Club. Ich weiß, es ist schwierig, es ist kompliziert, aber ich habe ganz Vertrauen in diese Gruppe und in den Club, für wir machen eine gute Saison für nächstes Jahr. Ja, wir widmen uns jetzt dem Wetter. Ihr seht es im Hintergrund, es ist wieder wunderschön und auch sehr warm. Ob das so weitergeht die nächsten Tage, das sagen euch jetzt die Experten von Meteo News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite jungfrauzeitung.ch und uns gibt es morgen am Abend wieder, wenn ihr Lust habt. Schönen Feierabend wünsche ich euch. Das Wetter wird euch präsentiert von Jungfrau Zeitung. Herzlich willkommen bei Ihrem Jungfrau Zeitungswetter für den Kanton Bern. Langsam aber sicher geht der Monat Juli sind am Ende zu und somit nähern wir uns unserem Nationalviertag am 1. August. Und das Wetter dazu, das verrate ich Ihnen jetzt sehr gerne. Ja, die Schweiz befindet sich am Freitag im Einflussbereich von einem Trog. Die Luftmassen sind angefeuchtet und schaueranfällig. Nachteil Schauer oder Gewitter in der Nacht auf den Freitag starten wir in den Freitagvormittag im Seeland, wechselnd bewölkt, aber überwiegend trocken. Im Oberland da hat es viele Wolken mit zum Teil gewitterigen Schauern. In Bern starten wir mit 16 Grad, in Frutigen mit 15 Grad in den Freitagvormittag. In der Zweitageshälfte wird es dann im ganzen Sendegebiet vom Jungfrau Zeitungswetter zunehmen und nass. Begleitet werden sie von einem kleinen Südwestwind. In Gewitternähe sind kräftige Böen möglich und die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 3600 Metern. In Burgdorf erwarten wir dazu 26 Grad, in Interlaken werden es 25 Grad. Der Samstag zeigt sich mit nur wenigen Restwolken meist sonnig. Über dem Jura gibt es tagsüber wenige
Harmlose Quellwolken begleitet werden wir lokal von einer leichten Brise und vom Sonntag bis am Mittwoch geht es nach aktuellem Modell oft sonnig und mit täglich steigenden Temperaturwerten weiter. Unser Nationalviertag am 1. August kann man seit dem Wetter gut feiern und wie gesagt, Temperaturwerte steigen jeden Tag an. Also das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern unbedingt schauen. Wir halten Sie natürlich immer auf dem Laufenden. Das war es von meiner Seite. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und weiterhin eine wunderbare Zeit. Ade miteinander.